Krieg a Syrien schafft viel Probleme. Wir haben ja alle goren dat Bild für den Nähen von denen Leuten, die fortlaufen für eine Zerstörung, für den Krieg, an die versuchen bei Eis zu kommen, weil sie nicht mehr daheim können leben. Das sind Hunderttausenden, und wir wissen noch alle goren, wie schwierig es ist, mit denen eins zu gehen. Nun gibt es aber andere Plätze auf der Welt, rund um Syrien, wo das Problem noch viel mehr groß ist. Und da sind 4,8 Millionen Refugien. An der Türkei, an Ägypten, am Libanon, an Jordanien, für nur die Länder zu nennen, die gehen richtig überschwemmt von syrischen Flüchtlingen. Was machen die da? Wie leben die da? Können die überhaupt überleben an den Ländern? Oder ist das Leben da so schlimm, dass sie doch im Moment werden fortlaufen und versuchen, auch an Europa zu kommen? Und für das zu verstehen und zu wissen, wo wir angreifen müssen, wären wir mit einer Equipe Deputierten aus dem Europaparlament an Jordanien. Jordanien ist ein Kleinland, das ist ein Land, wo alles richtig lebt, wo kein Krieg ist, wo keine Auseinandersetzung ist, wo Muslimen, Christen ruhig, equilibriert beieinander wohnen. Das ist ein Land, das 9,6 Millionen Einwohner hat. Davon ein Drittel nicht Jordanier. Und was 1,2 Millionen syrische Flüchtlinge hat. Stell dir mal die Prorata für 9,6 Millionen, 1,2 Millionen. Also das ist massiv, was da von syrischen Flüchtlingen lebt. Die meisten von denen, nämlich rund 1 Million, die leben nicht an Lehrern, aber die leben an den Städten, an den Dörfern, überall. Die sind oder probieren sich ob manst an die Gesellschaft zu integrieren. 200.000 leben da an den Lehrern. An so einen Lehrer haben wir besicht, wir Europadeputierten. Da fährt einmal für dich stundenlang durch die Wüste. Und zwar nicht die Schneewüste, die wir auf den Tourismusbroschüren gesehen, sondern die ganz Plattwüste, wo es nichts gibt, außer ein paar Steine. Wo es kein Wasser gibt, wo es keine Oasis gibt, wo es kein Elektrisch gibt. Gut nichts. Und nach einmal noch ein paar Stunden seht ihr dann am Hintergrund so kleine Dominoen da stehen. Und wenn ihr da noch beikennt, dann seht ihr, das sind Blechhütten, die da eine Reihe an Glied stehen. Blechhütten für Leute hinterzubringen. Aber was für Leute sind das? Es wird ja immer gesagt, die Flüchtlinge, das sind hauptsächlich junge Männer. Bei uns ist das vielleicht so, aber da nicht in Jordanien nicht. Da ist ein Viertel von den Flüchtlingen sind Frauen, ein Viertel Männer, anhaltend Kinder. Es gesagt ihnen also, ob denen Schütterwehr an den Flüchtlingslagern hauptsächlich Kinder, die rundherum laufen, Schei-Kinder, Leif-Kinder, intelligent Kinder, die wollen etwas aus ihrem Leben machen. Wie war das jetzt Leben? Guck dir mal die Epicerie da, die sie haben, im Vergleich mit unseren Supermarscheen. Da gibt es immer nicht das Notwendigste. Die haben auch kein elektrisch, kein fließend Wasser. Und hier sind wir als Europadeputierten an der besten Stufe von so einer Familie. Der Papa ist da mit seinen 2 Kindern, ein Mädchen, ein Jung. Mam als Lehrerin, die ist am Gangen, gerade an der Behilfsschule ein bisschen Unterricht zu gehen. Und ich habe mit den Leuten geschwätzt, an der besten Stufe, die Schlafkammer, Living, Küchen, Aufenthaltsraum, alles aus 5 Quadratmeter für eine Familie. Was wollen sie dann eigentlich? Sie wollen zurück an Syrien, aber selbstverständlich nicht lo, wo alles zerstört ist, wo hier das Haus aus Schutt an Aschen ist, der Papa ist ein Metzler. Und er hat aber keine Metzlische Boutique mehr. Und er kriegt auch nichts mehr für zu verkaufen. Kinder gehen an die Schule dahin. Und ich habe sie gefragt. Und komischerweise, allen 2 wollen sie Doktor gehen. Ich habe gefragt, für was? Aber weil so ein Doktor fehlt in Syrien. Die meisten sind fortgelaufen oder sie sind tot gemacht gehen. Kinder wollen später Doktor in Syrien gehen. Und da so eine etwas. Wenn wir denen Kinder nicht erlauben,
Doktor zu gehen, da werden die im Moment aus Jordanien fortgehen. Für bei Eis zu kommen, für bei Eis können an Schule zu gehen. Dafür müssen wir den Jordanier helfen, dass die genug Schulen haben, dass die genug Access haben zu den Universitäten für die Flüchtlingskanner, für dass die das können lehren, was sie lehren müssen, für herno, wenn hier Land nicht abgebaut ist, dahin zurückzugehen. Das ist als Pflicht als Schuldigkeit. Wir helfen schon. Wir gehen um akut Flüchtlingshilfe rund 600 Millionen an Jordanien. Die normale Kooperationshilfe beträgt 500 Millionen. Aber wir müssen gezielt helfen, Schulen abbauen, weil da kann ich schon feststellen, bei so einer kleinen Zahl Leute, die da wohnen, die Schulen, die bestehen, das geht nicht durch für den Druck von denen vielen Hunderttausenden jungen Syrer abzuholen. Wir müssen dafür sorgen, dass die da eine Zukunft haben, für dass sie mehr eine Zukunft bei sich daheim in Syrien können kriegen. Das tun wir Europadeputierte verstanden. Wir werden am Europaparlament an den einschlägigen Kommissionen dafür sorgen, dass ein Donel mit Cap gemacht wird, für dass die zwei syrischen Kanadier stellvertretend für 100.000 andere können ihren Drama erfüllen, am Doktor sein, bei sich daheim in Syrien.